Sven Paulin. Sven Paulin, bitte an Kasse 1, bitte an Kasse 1. Falls du die in der Taco-Abteilung verlaufen hast, beweg dich nach bitte so schnell wie möglich da. Danke. Ah, die ist da neben dir. Oh, okay. Aber könntest du schnell deine Kohlräbchen zuerst scannen? Ja. Kannst nicht du das machen? Alter, ich schaffe nicht da. Unglaublich schlechter Service. Und jetzt, was willst du machen? Willst du mal schlechte Rezension schreiben oder wie? Ja. Also, ich lese es jetzt vor auf Französisch. Stellt euch vor, wir haben Baskermütze, ein Rotwein und ein Baguette zur Hand. Oh, sacré bleu, le Louvre, le Baguette, fils de pute, Macron, das hat Google und das hätte ich googelt. Bitte Sven. Der Sven hat es übrigens noch nie gelesen. Okay. Gute Präsentation, frisch und gut vorbereitet. Am Salatbuffet bleibe ich ein wenig auf meinem Hunger. Wenig Kreativität, aber ich kann mir vorstellen, ein Salat und verschiedene Gemüse nach Saison variiert. Einige Produkte sind in ihrer Würze eingetaucht. Um die Welle von Mittag-Ansturm zu vermeiden, ich esse nur bei 13 bis 13:30 Uhr. Mit dem Ansatz von gutem Wetter mag ich Salate essen, aber ich finde mich oft ein wenig sehr Ritt-Buffet mit Blick auf. Zwischen 13 und 13:45 Uhr ist nicht bekannt, wann genau es zufällig und ohne die Menge zu bedenkt. Ist das Buffet komplett aufgefrischt, alle Schalen gelöscht werden die Eiswürfelbehälter gefüllt und garniert, neue Schüssel dort platziert. A priori ist es in Ordnung. Wir sind frisch präsentiert, aber um 13 Uhr ist es die am besten geeignete Zeit. Ich frage mich und ich sehe viele Kunden über diese Organisation fragen und fragen sie das Personal darüber, aber Monate vergehen und es ändert sich nichts. Schade. Alter, null Ahnung. Kein Plan, was ich jetzt da vorgelesen habe. Hat es philosophisch stöhnt. Gell, irgendwie so. Sehr dadaistisch. He? Das ist übrigens Vincent B. oder Vincent B. Oh, le chargeur de mobile téléphone. Oh, les sacs de cadeaux. Ah, pour les romans, c'est la même chose. Und Google hat übersetzt. Derzeit sind die geplanten großen Werke in vollem Umfang. Move! Der Parkplatz ist im Bau und verpackt. Praktisch keine Parkplätze. Was Migros und Denner betrifft, hätten sie besser Schluss gemacht, während sie auf die neue Konzeption gewartet haben, die den jungen Leuten gewidmet sein wird. Ich frage mich, wo sie das Geld für all diese futuristischen Vergnügungen nehmen werden. Kletterwand, Kino, Fastfood und so weiter. Während Rentner, die die Kaufkraft haben, ein Ei kochen können. Die BKB hat ihren Geldautomaten entfernt. Dieser Ort ist zu vermeiden, wenn sie sich nicht aufregen wollen. Alter, aber hey, Rentner können das fucking Ei kochen. Während das Zeug gebaut wird. Und Dina Bucher. Zu viele abgelaufene Produkte, Früchte sind verfault und die teuerste haben Würmer. Langsam habe ich das Gefühl, auf einer Drittelwelt zu sein. So ekelhaft! The donuts are tasty, but be sure to check what they are charging you. I got charged $1.60 for each, while the price tag on the shelf, with a photo of exactly that kind of donut, said they cost $1.30. I complained, but they just said the price was wrong. I didn't bother pressing the point since it was such a trivial amount of money, but it still left me feeling slightly scammed. Die Donuts sind lecker, aber sicher sein. Zu überprüfen, was sie laden. Ich habe 1,60 für jede, während das Preisschild auf dem Regal mit einem Foto von genau dieser Art von Krapfen sagte sie 1,30 Kosten berechnet. Ich beschwerte mich, aber sie sagten nur, der Preis war falsch. Ich habe nicht die Mühe, den Punkt drücken, da es solch eine triviale Menge an Geld war, aber es hat immer noch das Gefühl, mich etwas betrogen. Nino Trunkenbold meint, ganz guter Laden, aber der Steh stinkt wirklich. Also entweder meint er irgendwie Steh eine Abkürzung oder der Name, ein Stefanschaft, der stinkt. Arm Stefan. Ja, arme Stefan. Mach den Stefan nicht fertig, weil er stinkt, Alter. Du Nino, du Trunkenbold. Also tschüss zusammen, wir haben fertig für heute. Sven kommt eigentlich aus einem Drittel Weltland. Alter. Sven aus Mexikanien, aus Südamerika. Fick dich, ich kann doch ein Eigen kochen.